Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem deutschen Klassiko gegen Borussia Dortmund. Wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier seht oder ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, ist hier völlig kostenlos. Ihr findet den Abo-Button unter dem Video. Ansonsten in eigener Sache noch kurz, wer Bock hat, mich im Manager zu sehen, kann das heute tun auf meinem Zagos-Kanal. Ich gucke mal, ob ich den diesmal verlinke in der Videobeschreibung, dass ich nicht wieder vergesse. Vielleicht blende ich den auch mal hier oben rechts ein. Falls ihr Bock habt, könnt ihr da reinschauen. Da bin ich heute so ab 14, 15 Uhr bis in den späten Abend live. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Reaction. Bin gespannt. Oh, ist hier warm. Was wilde Takes kommen. Oh, warm. Warm ist gut. Ja, grüß Gott zusammen. Laut dem Duden ist der Klassiker ein Klassiker über Generationen hinweg. Stark nachgefragt. Im Fußball heißt das natürlich Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zum 135. Mal dabei das Fläschchen geöffnet Wow. Ja, hat der Dieter Niklas aber einstudiert. Guck mal, da ist er richtig stolz auf. wird. Willkommen zur Medienrunde. Ja, Sehr gut. ein bisschen Mühe gegeben, ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Also, Servus, hallo Thomas, grüße euch und bitte, wie immer, die erste Frage da vorne, Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Herr Tuchel, ich würde Dieters Einleitung direkt Der Tuchel sieht aus, wie ich mich fühle, Leute. Irgendwie nicht richtig wach. So fühle ich mich gerade auf. aufgreifen. Also der Klassiker. Den Duden? Ja, ja den Duden und die Konstellation. Sonst ist es ja immer ein Duell, wo es oft um die Meisterschaft geht. Und diesmal wirkt es natürlich aufgrund des Vorsprungs von Leverkusen ein bisschen anders. Können Sie mal sagen, fühlt es sich auch anders an oder ist es der Klassiker wie immer? Gut, die Tabellenkonstellation ist natürlich so. Die können wir jetzt gerade in dem Moment nicht ändern. Aber wir können natürlich einen Klassiker gewinnen und ich glaube, spätestens morgen bei der Einfahrt ins Stadion wird sich das ziemlich normal anfühlen, so wie immer. Ein emotionales Spiel, ein sehr wichtiges. Da gehe ich auch von aus. Dortmund ist Dortmund und Dortmund bleibt Dortmund und das ist, ja, das Duell der letzten Jahrzehnte und seitdem Bremen und sowas halt irgendwie abgekackt ist das so das letzte verbleibende Duell und ja. Ich denke, da ist man automatisch heiß. Wenn man das nicht ist als Spieler, dann ist auch irgendwas verkehrt. Und ich denke auch das Stadion wird heiß sein. Und ja. Wichtiges Spiel, ein aufgeladenes Spiel und ein wichtiges Spiel in der Bundesliga mit großer Rivalität und Historie. Deshalb, glaube ich, gibt es da keine Unterschiede. Dankeschön, Torben Hoffmann für Sky. Thomas, gibt ja das ein oder andere Fragezeichen. Ich glaube, das größte noch hinter Manuel Neuer, der gestern ja auch noch nicht im torwartspezifischen Bereich gearbeitet hat. Steht er morgen gegen Borussia Dortmund? Wie soll er denn morgen gegen Borussia Dortmund auf dem Feld stehen, wenn er gestern noch nicht mal torwartspezifisch arbeiten konnte? Wo wäre da wieder der Sinn? Zur Verfügung? Nee, tut er nicht. Manu ist raus. Pavlo ist leider nicht verfügbar. Rafa Guerrero ist ein Tick zu früh. Und Sascha hat sich unter der Woche im Training leider verletzt, ist auch raus. Die 4 werden fehlen. Also Harry Kane ist am Start, oder was? Links daneben Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hallo Tuchel, die Diskussionen um Ihre Nachfolge sind in voller Munde. Was Soll er jetzt darüber diskutieren, was sein Nachfolger braucht, oder was? Ey, das ist schon arg respektlos, Alter. Sorry. braucht Ihrer Meinung nach ein guter Bayern-Trainer? Oh, ja, komm, das macht man nicht, Leute. Ganz ehrlich nicht, ey. Man kann ja vom Tuchel halten, was man will, ja. Er hat halt bei uns einfach nicht gepasst. Aber so eine Frage stellt man doch nicht den scheidenden Trainer, Alter. Also wirklich nicht. Ja, gut, nächste Frage. Also ich werde mich ganz sicher nicht in die Nachfolgediskussion einmischen. Sorry, ey. Tja, da müssen wir schnell wechseln. Kurze Antwort. Hier drüben Stefan Kumberger für Sport 1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Kurze Frage zu Harry Kane. Ist da alles bei 100 oder 1000% bei ihm? Ja, Harry hat gestern voll trainiert, mit der Mannschaft voll trainiert und bis dahin jeden Tag gesteigert. Der ist jetzt seit Montag sogar im Training, Montag individuell. Okay. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit der Mannschaft, heute Abschlusstraining. Okay. Alles gut, spielt. Und Leon Goretzka hat ja diesen Rückschlag erlitten, dass er nicht bei der Nationalmannschaft dabei war. Diesen Rückschlag, also wenn ich das höre, kriege ich sofort wieder einen Kackreiz. Diesen Rückschlag erlitten. Junge, der hat 1,5 Jahre keine Leistung gebracht, dieser Mensch. Wir reden über eine Nationalmannschaft. Punkt. Ja, er hat jetzt die letzten 3 Jahre 3 gute Spiele gemacht. So, davor, diese Saison war auch super durchwachsen bis schlecht. So, auf welchen Rückschlag reden wir da?
Alto Belly, ey. Wie hat er sich jetzt die Woche gegeben? Was hatten Sie für einen Eindruck? Mussten Sie auch nochmal mit ihm reden, dass er sich jetzt nicht hängen lässt oder ähnliches? Ja, musste ein bisschen pudern. Nee, um Gottes Willen, muss nie mit ihm reden. Wir reden ganz normal. Ich meine, die Gruppe war super klein, deshalb ist der Kontakt ein bisschen enger, weil so wenig Spieler da waren und dann läufst du dir einfach noch häufiger über den Weg beim Physio, beim Training und hier beim Mittagessen. Oder auch mal beim Frühstück, dann reden wir natürlich darüber. Aber wenn man es jetzt nicht gewusst hätte, hätte man es ihm nicht angemerkt. Also weder am Einsatz noch am Ehrgeiz noch an der Qualität seines Trainings. Leon spielt auch morgen. Und Leon muss halt die letzten Spiele in der Bundesliga und der Champions League überzeugen. So, dann kommt der Nagelsmann auch nicht dran an ihm vorbei, Alter. Ganz einfache Kiste. Ne? So, aber wenn er dann weiterhin seine durchwachsenen Leistungen wie im letzten Spiel zeigt, sorry, dann muss man sich nicht wundern. Ganz einfache Kiste. Ne? Macht mit Sicherheit, knüpft er da an, wo er vorher aufgehört hat. Christian Kunz für die DPA. Aber dann ist ja die Aufstellung auch schon klein in der Mitte, weil dann spielt der Goretzka Leimer. Also wenn Pavlo nicht dabei ist, Alternativen sind ja nicht gegeben. Wenn Sascha nicht da ist, heißt Kimmich muss hinten rechts spielen, ist auch keine Alternative da. Also ist wechselmäßig alternativ. Rechter Verteidiger und Zentrum ist schon mal safe, nicht auswechselbar. Gut, mit ein bisschen Fantasie kannst du Musiala auf die 8 ziehen mal, ja. Coman könnte in den Kader zurückkehren. Welcher Faktor kann er im Saisonendspurt noch werden? Ja, Kingsley ist natürlich ein Riesenfaktor für uns. Und ja, wenn er endlich seine Form findet unterm Tuchel, was er die unterm Tuchel noch nie wirklich hatte, mal abgesehen von den 2 Spielen, wo er jeweils ein Tor gemacht hat, da war es einigermaßen okay. Aber wenn er die endlich findet, ist King immer ein Faktor, Alter. Und kehrt den Kader zurück, genauso wie Serge auch. Serge war einer der allerbesten in der ganzen Vorbereitung und fehlt uns jetzt fast die ganze Saison. Die beiden sind natürlich super wichtig. Sie haben Speed, sie haben Torgefahr, sie haben Schnelligkeit, sie haben wahnsinniges Pflichtbewusstsein beim Verteidigen. Deshalb wird die... Wann hat der Serge denn das Pflichtbewusstsein beim Verteidigen? Hat er das jetzt gefunden, oder was? Also beim King gehe ich ja noch teilweise mit. Ne? Das hat er ja wirklich in der Vergangenheit echt gut gemacht. Aber die Spiele, die er jetzt die Saison gezeigt hat, war defensiv jetzt auch nicht so von Pflichtbewusstsein zu spüren. Da bin ich aber sehr gespannt. Oh. Die Auswahl jetzt vorne natürlich größer und der Konkurrenzkampf wird so, wie wir ihn uns eigentlich die ganze Zeit gewünscht haben. Und das macht hoffentlich nochmal einen Unterschied und bringt uns hoffentlich nochmal Qualität und Entscheidung zurück in unser Spiel. Von der Bank aus? Morgen? Kingsley? Ja, im Kader. Und Serge? Ja, denke ich. Mal schauen, wenn jetzt nichts passiert, aber das wäre jetzt erstmal, glaube ich, normal. Serge hat jetzt 2 Kurzeinsätze gehabt. Serge war richtig lange raus, über Monate. Und ja, das heißt, er spielt morgen vielleicht eine Halbzeit oder sowas. Kingsley ist, glaube ich, das erste Mal zurück im Kader. Der war in Darmstadt noch gar nicht dabei. Also ja, von der Bank aus trainieren beide sehr gut und Qualität steht außer Frage und auch den Einfluss, den sie in der Mannschaft haben können, offensiv, defensiv, ist einfach top. Deshalb beide von der Bank aus. Manuel Bonke für die Wild, also mit offensiv gehe ich natürlich 100% mit, ne? Aber defensiv, wir werden sie an den Worten messen, würde ich sagen. TZ. Hallo Herr Tuchel. Herr Tuchel, mit was für einem Spiel rechnen Sie morgen? Eher mit einem offenen Schlagabtausch oder wie erwarten Sie Borussia Dortmund? Und eine andere Frage noch, wie haben Sie denn jetzt persönlich die letzten Tage auch die Nationalmannschaft wahrgenommen? Ging ja recht schnell, sage ich mal, vom vielleicht Vorrunden aus, jetzt wieder EM-Favorit, zumindest von manchen Experten. Können Sie da Ihre Eindrücke vielleicht mal schildern aus professioneller Perspektive? Da finde ich, seid jetzt eher ihr schuld als wir, dass es so schnell geht, vom Vorrunden aus zum Turnierfavoriten. Aber die beiden Spiele waren sehr gut, da gibt es keinen Zweifel. Die waren sehr homogen, sehr gut, sehr dominant und haben beide Spiele verdient gewonnen gegen schwierige Gegner. Ein Spiel früh in Führung gegangen, ein Spiel früh in Rückstand gegangen, auch das beide Male sehr souverän und sehr beeindruckend gemeistert. Also sehr überzeugende Auftritte, beide Male. Was war der andere Teil der Frage? Ja, ich erwarte schon einen Gegner, Dortmund, die gewinnen wollen und die auch ihre Serie fortschreiben wollen, die sehr offensiv stark sind, mit viel Geschwindigkeit vorne drin und sehr flexibel in ihrem Angriffsspiel sind, die selber den Ball haben wollen und deshalb glaube ich, wird es eine offensive Partie und ein offener Schlagabtausch, aber wir wollen natürlich ganz klar Spiel gewinnen. Wir sind sehr überzeugt von uns aktuell. Wir haben einen guten Lauf. Jetzt hat er es gesagt.
Leute, jetzt hat er es gesagt. Sind sehr überzeugt von uns. Ei. Ja, Nationalmannschaft kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht geguckt. Freundschaftsspiele interessieren mich nicht wirklich. Klar habe ich es gelesen, so gute Leistung gezeigt und so, alles gut. Mich kann die deutsche Nationalmannschaft dann in der Vorrunde der EM überzeugen, wenn es um was geht. Ich bin keiner, der sich durch irgendwelche Freundschaftsspiele hypen oder aber auch niederschlagen lässt. Ja, auch wenn die jetzt super schlecht gewesen wären, hätte das für mich jetzt persönlich keinen Einfluss. Sowohl Nationalmannschaft wie auch bei uns im Verein, also Freundschaftsspiele, alles gut. Die kannst du nicht wirklich ernst nehmen. Ne? Da steht nicht immer unbedingt ein Gegner, der wirklich alles reinwirft und so weiter. Also natürlich gut für uns, dass da ein bisschen Euphorie vielleicht aufgekommen ist und dass der Jule sieht, dass er die Spieler erreicht und so weiter. Alles gut, natürlich sind das Faktoren, aber mich persönlich, wie gesagt, kann die deutsche Nationalmannschaft dann während der Vorrunde erobern. Ja. Zum Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ne? Ich bin sehr gespannt, ob Dortmund mal wirklich dagegen hält und wirklich diesen Respekt oder Angst ablegt irgendwie, oder mir fehlt das Wort gerade, was ich suche. Dann könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, ne? Weil ich denke, das ist schon auf Augenhöhe, die Geschichte. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, ja. Gute Stimmung. Es kommen Spieler zurück, fallen jetzt leider auch schon wieder, nachdem wir einmal die komplette Kader zur Verfügung hatten, glaube ich, in Darmstadt, fallen uns leider schon wieder 4 aus, aber trotzdem es ist eine gute Stimmung, gute Atmosphäre, und die letzten Spiele waren wir sehr offensiv stark. Wenn wir den nötigen Biss, die nötige Geschlossenheit, Kompaktheit zeigen, die nötig ist, dann haben wir alle Möglichkeiten zu gewinnen, weil wir wollen unbedingt gewinnen. Mario Krischl für den Kicker. Herr Tuchel, jetzt war das ja, glaube ich, die letzte Länderspielpause für Sie auch als Bayern-Trainer, quasi die letzte Etappe, die jetzt kommt. Ist das für Sie Business as usual oder schwört man die Mannschaft jetzt nochmal spezieller ein? Oder wie gehen Sie die Phase an? Das ist eigentlich normal, es hat nichts damit zu tun, ob ich im Sommer raus bin oder nicht, aber diese Länderspielpause im März kommt eigentlich immer so ein bisschen zur Unzeit, weil es geht in die entscheidenden Wochen. Dann sind das fast... Ja, die ist eine Katastrophe. Da haben wir ja letztens schon drüber geredet, auch im Stream. Das ist einfach eine Katastrophe. Diese ständigen Unterbrechungen der laufenden Saison für irgendwelche Kack-Länderspiele, Leute. Nochmal, setz einen Block hinten dran, lass die Saison vorher durchlaufen. Das ändert der absolut null an der Zeit. Ja? Ob du jetzt da vorne die 10 Tage hast, die weg sind, oder ob du die dann hinten dran setzt. Das sind 3 oder 4 Blöcke, dann hast du halt hinten dran einen ganzen Monat. Ist doch für den Nationaltrainer auch besser, wenn er mit der Mannschaft mal 4 Wochen am Stück arbeiten kann. Das wäre doch alles nur eine Win-Win-Situation. Alle Spieler, die keine Nationalspieler sind, könnten sich mal ein bisschen mehr ausruhen, ja, am Stück, hätten mal ein bisschen länger Urlaub. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. War ja schon mal vor ein paar Jahren in der Rede. Ich bin absoluter Befürworter dafür. Ja, wenn die Nationalmannschaft interessiert, der hat dann schön 4 Wochen da hinten, kann er sich schön reinballern. Da kannst du die Quali-Spiele am Stück durchfahren, ist doch alles gut. Und wenn es nicht interessiert, der hat einfach auch mal 4 Wochen Pause vom Fußball. Ja, ist ja in der heutigen Zeit vielleicht auch nicht so verkehrt, aber du kannst ja rund um Fußball gucken, du wirst ja zugekackt mit Fußball. Ja, vielleicht tut's dann auch mal ganz gut, da mal zu sagen, so, ich bin jetzt mal 4, 5, 6 Wochen raus. Ja. So 99%. Auch als Fan. Glaube ich, für Freundschaftsspiele, für die wir abstellen. Das ist, glaube ich, wenn alle ganz ehrlich sind, also keine Länderspielpause, die so richtig reinpasst. Die kommt eigentlich immer zur Unzeit, weil du bereitest dich vor auf deinen Endspurt in die entscheidende Phase. Es geht absolut in die K.O.-Phase der Champions League, es geht in den Endspurt in der Meisterschaft. Deshalb, wenn dann alle zurückkommen, dann wird es höchste Zeit. Es ist heute Freitag, morgen steht ein Klassiker an. Unter Flutlicht, natürlich schwören wir die Mannschaft ein. Und natürlich geht das jetzt auch wirklich mit großen Schritten Richtung Saisonendspurt. Und es geht natürlich, kämpfen jetzt alle darum, auf dem Platz zu stehen in den entscheidenden Wochen. Und das wollen wir sehen, das werden wir auch fördern und das werden wir auch selber heraufbeschwören, ist auch ganz klar. Ganz unabhängig davon, ob ich am Ende noch da bin oder nicht, ist das normalerweise jetzt die Phase, in der wir zeigen müssen, was in uns steckt. Nächstes Gary Howe für Sky.
Hallo Herr Tuchel, Eric Dyer und Matthijs de Ligt haben sich hinten in der Defensive eingespielt. Wie gehen die anderen beiden Innenverteidiger, Upamecano und Kim, mit der Situation um? Pushen die sich da auch gegenseitig oder herrscht da viel Konkurrenzdenken? Und noch eine Frage, in Spanien hat ein Medium berichtet, El Chiringuito, dass sie noch kein Wort oder kaum mit Brian Zaragoza gesprochen hätten, dass sie eigentlich kein Verhältnis zu dem Spieler hätten. Was können Sie dazu sagen? Ja, also ich weiß gar nicht, ob das wert ist, darauf zu antworten, aber ich würde mal in einer gewissen Unbescheidenheit behaupten, dass ich nicht unbeteiligt war an der Entscheidung, dass er überhaupt bei Bayern unterschrieben hat. Also das geht nicht ohne Verhältnis und das geht auch nicht ohne Gespräche. Ich war mit Christoph Freund bei dem letzten und entscheidenden Gespräch hier in München mit dabei und sein Vater war dabei. Aha, dann hat er ihm auch so Sachen versprochen, die er jetzt nicht eingehalten hat, oder was? Wild, aber schön mal ein paar Hintergrundinfos zu hören. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Tuchel da irgendwie großen Einfluss hatte, dass der zu uns gekommen ist schon im Vorhinein. Wundert mich gerade ein bisschen. Sein Berater war dabei und wir können beide kein Spanisch, das genügt, um einen Spieler zu überzeugen. Also hat der Berater für uns gedolmetscht, so wie es halt ist. Aber wir haben genug Verbindung aufgebaut über Blicke und über Gesten und über Emotionen, um den Jungen zu überzeugen, im Sommer für uns zu unterschreiben. Dann gab es eine Verletzungssituation hier bei uns mit Kingsley, mit Serge. Vorher war er dabei, okay. Dann mit Leroy plötzlich. Dass wir gesagt haben, würde es nicht Sinn machen, den Brian vielleicht, weil er sowieso im Sommer kommt, das vorzuziehen. Jetzt haben wir natürlich ihn auch aus einem gewohnten Umfeld da rausgerissen, das war uns auch bewusst, und ihn rausgerissen aus seinen Deutschstunden dort. Und er kommt hierher, unsere Besprechungen laufen in Deutsch und in Englisch, da laufen sie auch mit Dolmetscher, einer aus meinem Trainerteam, der Nico Meyer, dolmetscht exklusiv für Brian, deshalb ist das sein Hauptkontakt. Wenn das eventuell der Hintergrund des Berichts ist, dann stimmt das, weil ich kann nach wie vor kein Spanisch. Mein Assistenzcoach Nico Meyer kann das, deshalb erklärt Nico ihm die Regeln, Nico ihm die Verhaltensweisen im Training und Nico ist sein Hauptansprechpartner. Wenn das die Basis des Berichts ist, dann kann man sagen, das stimmt. Wenn man daraus schließen will, dass ich nicht mit ihm spreche oder kein Verhältnis habe, dann ist das einfach nur Quatsch. Den ersten Teil habe ich jetzt vergessen. Ja, klare Ansage, ne? Und schön dass das auch so klar kommuniziert und mal sagt, was da Phase ist, ne? Ändert natürlich nichts daran, dass er ihm anscheinend, finde ich, gut genug hält oder ihn einfach keine Chancen geben möchte. Aber wie er schon sagt, ne? Da ist ein junger Spieler, den hat man aus seinem Umfeld rausgerissen. Der war am Deutschlernen und so weiter und so fort. Ist jetzt neue Stadt und alles. Ist schwierig. Im Nachgang hätte man wahrscheinlich sagen können, den Move hätten wir uns sparen können, wenn man eh nicht auf ihn setzt sportlich. Deswegen ist das ein bisschen schade. Ja, mal abwarten. Ob er noch ein Faktor wird in dieser Saison. Gut, das ist natürlich im Moment, geben wir den anderen beiden den Vorzug. Kim und Uba haben unglaubliche Qualitäten. Wir sind einfach auch mal sehr, sehr froh, dass wir seit, glaube ich, vor der Länderspielpause einfach mal eine Woche hatten, in der wir gegeneinander spielen können im Training. Und beide Mannschaften haben eine Innenverteidigung, die jedes Bundesligaspiel bestreiten könnte. Und dann wird die Qualität im Training einfach so, wie sie sein muss. Und dann wird sie jeden Tag besser. Das haben wir in den 10 Tagen vor der Ja, dafür, dass wir sonst immer super top trainiert haben. Und jetzt setzen wir nochmal das Sahnehäubchen oben drauf. Ja, da will ich aber morgen mal sehen. Gemerkt. Keiner hat nur auch den Zweifel daran, wie gut Minche und Upa sind. Keiner hat vergessen, wie gut Minche und Upa für uns gespielt haben. In Manchester United gegen, ich glaube, VfB Stuttgart zu Hause und so weiter. So deshalb, das ist absolut nicht vergessen. Trotzdem war es jetzt so, dass über Verletzungen und auch ein bisschen schwierige Spiele von Upa individuell wir den Wechsel vorgenommen haben und die beiden anderen dann das auch sehr gut gemacht haben. Und das ist ein ganz gesunder Konkurrenzkampf, der gerade herrscht. Für niemanden ist die Tür zu. Und es ist eigentlich eine Situation, wie wir uns häufiger gewünscht hätten und zu wenig hatten. Deshalb bin ich jetzt froh, dass alle gesund zurückgekommen sind und heute haben alle nochmal die Möglichkeit zu zeigen, dass sie spielen möchten. Und dann geht es jetzt in so intensive Wochen, dass wir wirklich alle brauchen.
Machen wir die letzte Frage vielleicht. Nikolaus Linner für die Bild. Hallo Herr Tuchel. Es hat in den letzten Stunden mehrere Berichte gegeben, wonach Ihr Kollege Xabi Alonso entschlossen hat, trotz Interesse großer Vereine bei Bayer Leverkusen zu bleiben über die Saison hinaus. Wäre das oder ist das eine Entscheidung, die Sie überrascht? Oder? Ja, nochmal, also ich meine gut, dass Sie von dem Bild nochmal nachhaken. Wie gesagt, Bild ist eher Abschaum, Leute. Also, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Für mich absolut respektlos. Also, was soll der Tuchel da jetzt auch sagen, Alter? Soll er jetzt da über den Alonso, der sein Nachfolger werden könnte, spekulieren oder was? Sorry. Ich persönlich würde es gut finden, wenn Alonso in Leverkusen bleibt, ja. Weil es einfach nächste Saison Konkurrenz ist. Ja. So, es ist ein Maßstab, Leute. So, wenn der Alonso bleibt, wird es auch der Wirtz noch ein Jahr bleiben, 100%. Und der eine oder andere Spieler auch. Und ich habe es ja auch schon oft genug gesagt gehabt. Warum sollte ein Alonso da jetzt weggehen, wenn der Meister wird? Er kann sogar ein Triple gewinnen. Und er hat eine geile Mannschaft, die seinen Fußball spielt, den er sich vorstellt. Vielleicht wird die Mannschaft noch durch 1, 2 Zugänge ergänzt im nächsten Jahr, wenn sie Champions League spielen. Und warum sollte er dann die Herausforderung Champions League mit seiner Mannschaft, die er aufgebaut hat, nicht annehmen? Ja? Und es würde für uns, für die Bundesliga, richtig gut sein, weil dann ein Konkurrent bleibt und nicht zerfällt, wenn der Alonso da rausgerissen wird. Ja? Klar, für uns schade dann vielleicht. Vielleicht hätte Alonso bei uns genauso performt. I don't know, das wissen wir alle nicht. Das ist immer hätte Fahrradkette. Aber ich persönlich finde es gut, wenn wir Konkurrenz in der Liga haben und die haben wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall. Sagen Sie, das können Sie nachvollziehen in seiner Situation? Jetzt warten wir mal erst, ob das stimmt, was Sie da sagen. Und dann weiß ich nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Ja. Das ist Xabis Entscheidung und die wird er für sich treffen. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Boah, der Tuchel sieht richtig fertig aus, oder? Er sieht richtig, guck dir mal die Augenringe an, Alter. Die, total zerzaust. Er sieht richtig kaputt aus. Dass ich die kommentiere. Okay, eine noch, Torben, aber neues Thema? Nee. Neuer ist jetzt nur temporär für das Spiel gegen Borussia Manu, genau. Also das heißt, dass er jetzt nicht zwangsläufig noch länger ausfällt, sondern das Risiko jetzt zu groß wäre mit Blick auf Arsenal und das, was alles noch kommt? Oder das hat mit Risiko jetzt nichts zu tun, es ging einfach nicht. Also es ist zu schmerzhaft, die Verletzung ist zu groß. Wir hoffen, dass eine Woche ausreicht, dass er gegen Heidenheim im Tor steht. Dankeschön, schönen Feiertag, bis morgen dann. Ja, schönen Feiertag, Leute, euch auch frohe Ostern. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ganz interessante PK, ein paar Sachen erfahren, denke ich. Und ja, freuen wir uns auf das Spiel morgen. Ne? In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.